losgeht, würde ich gerne von euch wissen, wer hier im Saal weiß, was Endometriose ist. Finger hoch. Aha, wie immer, meistens die weiblich gelesene Person, die Männer nicht. Schämt euch. Ich bin Endometriose-Patientin, um es kurz zu erklären. Wenn man Endometriose hat, dann blutet man nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Ich habe jahrelang große Schmerzen gehabt, bin nach Berlin gezogen. Da meinte eine Freundin zu mir, geh doch mal zu einer anthroposophischen Frauenärztin. Die gucken ganzheitlich. Ich so, okay, was soll der Geiz? Ich zu der Ärztin gegangen, da kam einem direkt so der Duft von den Räucherstäbchen entgegen. Es gab Gurkenwasser, man musste seine Schuhe ausziehen, hatte Hausschuhe bekommen. Ich zur Rezeption habe gesagt, hallo, mein Name ist Dämmer, psch, bei uns wird nur geflüstert. Wenn Sie den Klang der Klangschale hören, dann sind Sie dran. Der ertönte dann auch irgendwann, Gong, Klang der Klangschale. Ich gehe ins Arztzimmer rein, stehe da, warte, die Ärztin kommt rein, sieht mich und sagt, Afrika. Ich so, nee, Thelma Burbeck. Nein, sie sei schon mal in Afrika barfuß durch den afrikanischen Sand gelaufen und das sei so toll gewesen. Ich so, okay, danke, können wir jetzt mal bitte? Und sie so, ja, dann erzählen Sie mal. Ich so, ja, ich habe große Schmerzen, Frau Burbeck. Sie müssen gar nicht weiterreden. Das ist ganz typisch bei afrikanischen Frauen. Sie tragen den Schmerz der afrikanischen Frau in ihrem Becken. Kolonialismus, Vergewaltigung, alles, was schwarzen Frauen erfahren haben, das haben sie in ihrem Becken und es wurde von Generation zu Generation übertragen. Ich so, ach so, ich trage den Schmerz aller afrikanischen Frauen in meinem Becken. Gut zu wissen, thank you. Und ich solle doch, das mache ich doch bestimmt ganz gerne, wenn ich zu Hause bin, Trommelmusik anmachen und dann den Schmerz rausschütteln, 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 raus damit. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann geht man zum Arzt, wenn man Schmerzen hat. Und dann sagt einem eine weiße Frau, ich soll Trommelmusik anmachen und dann den Schmerz rausschütteln. Ich aus dieser Praxis raus, im Nachhinein habe ich auch gedacht, warum habe ich dieses Gurkenwasser nicht umgeschmissen, die Klangschale nochmal getreten. Bin nach Hause, habe mich auf meine Couch gelegt. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Dann habe ich jetzt mal Trommelmusik gegoogelt. Was hat sie nochmal gesagt? Rausschütteln, 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 rausschütteln. Oh. Leute, was soll ich sagen? Die Schmerzen sind auf einmal weg. Oh mein Gott. Akumbala. Akumbala. Habe ich da gerade mit der Bewegung meines Beckens und mit der Kraft meiner Ahnen die Wolken bewegt? Nee, das kann nicht sein. Nochmal. Akumbala. Das Wort habe ich mir ausgedacht. Akumbala. Akumbala. Okay. Okay, dann mal gucken, was noch geht. Stonne! Akumbala. Akumbala. Wolken! Akumbala. 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 Donner! Gewitter! Oh mein Gott! Ja! Jetzt weiß ich endlich, die Endometriose ist ein Geschenk meiner Ahnen an die schwarze Frau. Danke, weiße Frau! Sie haben mich gerettet! Akumbala! 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 Thelma Burbeck.